Gefummel, Prügeleien, Saufen bis zum Umfallen, so kennen wir das Oktoberfest. Als wir allerdings diese Bilder aufnehmen, ist es gerade mal 9 Uhr morgens. Denn bevor es richtig losgeht, können einige schon gar nicht mehr. Statt Kaffee gibt es offensichtlich Schnaps. Ja, 5 Bier. Um wie viel habt ihr angefangen? Um 5. Ein bisschen Schnaps und Bier, so. Wir haben 4 Kästen dabei gehabt, ja. Also jeder ungefähr so 15, 16 halbwegs so. Zur Erinnerung, das Oktoberfest beginnt um 10 Uhr. Doch um einen guten Platz im Zelt zu ergattern, stehen viele schon seit den Morgenstunden an. Und damit die Warterei nicht so langweilig wird, wird sich schon mal ordentlich warm getrunken. Doch wie viel tatsächlich auf leeren Magen gekippt wird, konnten wir kaum glauben. Oh, 1,9. Das geht aber noch, das geht aber noch. Das ist auch hoch, oder? Wir haben jetzt 8 Uhr morgens. Genau die richtige Zeit für Bier. Ja, schau, 1,5 passt. 1,5 Promille und das morgens um 8. Experten warnen, wer das regelmäßig macht, kann schnell in die Abhängigkeit geraten. Manuel ist 18 Jahre alt und schwer suchtkrank. Mit 11 Jahren trank er zum ersten Mal Schnaps, mit 14 kamen Speed und Kokain dazu. Seine letzte Rettung, die Entzugsklinik in Hannover. Hier lernt Manuel langsam in den Alltag zurückzufinden. Am Anfang sind wir halt noch irgendwo hingegangen, haben uns mit Mädchen getroffen und so. Und als es dann schon alles ein bisschen eskaliert ist, haben wir uns halt echt nur noch den Alkohol gekauft, haben uns nicht mal mehr versteckt zum Trinken, haben uns irgendwo in der Stadt auf eine Bank gesetzt und haben uns volllaufen lassen. Da war eigentlich nichts mehr mit Party oder irgendwelche Nebensächlichkeiten, da war nur Alkohol und mehr nicht. Seit 6 Monaten ist Manuel nun in der Klinik. Sein Tag ist von morgens bis abends streng durchstrukturiert. Sport ist ebenso wichtig wie die Gespräche mit den Therapeuten. So werden die Jugendlichen langsam wieder an ein Leben ohne Drogen und Alkohol herangeführt. In der Anfangszeit bin ich noch zur Schule gegangen, aber das mit dem Schwänzen hat bei mir schon mit 14 angefangen und ist dann halt immer stärker geworden. Und ich glaube, mit 16 war es dann schon so, dass ich 3 Monate am Stück gefehlt habe, dann ein paar Stunden da war und dann bin ich auch von der Schule geflogen und dann war vorbei mit Schule. Ganz freiwillig hat der 18-Jährige den Entzug anfangs nicht gemacht, doch seine Abhängigkeit ließ keine andere Möglichkeit mehr zu. Genau wie Manuel unterschätzen viele Jugendliche die Droge Alkohol. Das weiß auch Klinikleiter Christoph Möller. Wir beobachten, dass immer mehr Kinder und Jugendliche sich heute ganz gezielt zum sogenannten Kummersaufen oder Binge-Drinking oder Druckbetankung verabreden. Dass sich also zum Beispiel 3 Mädchen um 5 Uhr nachmittags verabreden, eine Flasche Wodka auf Ex trinken, das sogenannte Vorglühen, um dann anschließend auf die Party zu gehen. Das sind Hochrisikofaktoren. Wenn das regelmäßig geschieht, ist der Weg in die Abhängigkeit gebahnt. Auch Manuel dachte über den ersten Schluck Wodka nicht nach. Ihm wurde zwar schlecht, aber das hinderte den damals 11-Jährigen nicht daran, sofort weiter zu trinken. Zuerst nur am Wochenende. Dann fing das auch schon an mit nach der Schule mal ein Bier, in der Pause sogar schon mal ein Bier. Und dann war das schon in der Woche und am Wochenende auch, eigentlich die ganze Zeit. Manuels Eltern waren mit dem Absturz ihres Sohnes überfordert. Erst als sie ihn vor die Tür setzten und er 3 Monate in einem Auto hauste, kam der 18-Jährige zur Einsicht. Jetzt liegen noch 3 Monate Entzug vor ihm. Manuel hofft, die Sucht dann endgültig besiegen zu können. Aber auch er hatte jahrelang, genauso wie diese Oktoberfestbesucher, den Alkohol als Einstiegsdroge unterschätzt. Oh, bitte mehr als 1,9, bitte, bitte, bitte. Oh, scheiße, schwach. Schlechtes Ergebnis. Schwach. Ja, doch. Ja, das geht. Wir haben halb 9 Uhr Der morgens. Tag ist ja noch jung. Halb 9 Uhr morgens? Ja, auf jeden Fall. Gute Sache. Was ist das Tagesziel? Bis die deutliche Nummer aufsteht. Fazit unseres Tests: Viele junge Leute waren schon morgens ziemlich